Weit weg von da hat vor langer, langer Zeit ein Kaiser und eine Kaiserin über ein kleines Land regiert. In diesem Land ist es den Menschen gut gegangen. Sie hatten alle genug zu essen und konnten in Frieden leben. Und der Kaiser und die Kaiserin haben sich gefreut, dass den Menschen in ihrem Land gut geht. Und so soll es auch bleiben. Auch diesen beiden ist es gut gegangen. Sie haben einander geliebt, respektiert und geachtet. Wichtige Entscheidungen haben sie miteinander besprochen und dann zusammen entschieden. Trotzdem hat es diesen beiden etwas gefehlt zum vollkommenen Glück. Ein Kind. Der Kaiser und die Kaiserin haben sich so sehr ein Kind gewünscht, doch leider ist die Kaiserin kinderlos geblieben. So sind die beiden immer älter und älter geworden und die Frage ist aufgekommen: Frau, wer wird erst unsere Nachfolge antreten, wenn wir nicht mehr da sind? Diese Frage hat die beiden so beschäftigt, dass die sichtliche Zufrieden und Gelassenheit in ihren Gesichtern verschwunden und dafür Sorgenfalt entstanden sind. Wo finden wir bloß das passende Kind, das unsere Nachfolge antreten kann? Es muss ein Kind sein, das weiterhin schaut, dass in diesem Land den Menschen gut geht und der Frieden im Land bleibt, sagt einmal der Kaiser ganz verzweifelt zu seiner Frau. Wenn wir nicht selber einen Nachfolger bestimmen, könnte es Streit geben oder sogar Krieg, sagt sie auf das aber zu ihrem Mann. Darum müssen wir jemanden bestimmen, dass es auf keinen Fall eintrifft. Ja, aber wer? Und wie finden wir die passende Nachfolge? Sagt der Kaiser und schüttelt ratlos den Kopf. Das hat ihnen so viel Sorgen bereitet, dass die beiden immer ruhiger geworden sind und sich immer mehr zurückgezogen haben. Das haben Berater und Angestellte gemerkt und das hat ihnen grosse Sorgen gemacht. Eure Majestät, was habt ihr für Sorgen, dass man sie und eure Frau fast nicht mehr sieht? Ihr wirkt besorgt, statt zufrieden und glücklich. Der Kaiser hat bejahend genickt. Da ich und meine Frau schon alt sind und selber kein Kind haben, beschäftigen wir uns schon lange mit dieser Frage, wie wir zu einer geeigneten Nachfolge kommen. Eure Majestät, das ist doch ganz einfach. Wir helfen euch, ergreift einer von ihren Beratern zu Wort. Auf das aber haben Berater verschiedenste Kinder in den Palast eingeladen. Anständige, gut erzogene und gescheite Kinder. Aber nur von reichen Eltern. Nein, wir müssen doch wissen, ob die Kinder aus dem Herzen heraus entscheiden oder sich einfach nur anpassen und das machen, was man ihnen sagt. Und das sieht man wahrlich nicht von aussen. Die Kinder überzeugen mich zu wenig. Berater sind jetzt auch ratlos geworden. Und so hat sich das Kaiserpaar wieder zurückgezogen und weiter nach einer Lösung nachgedacht. Da einisch, an einem Morgen, verwachen die Kaiserin und strahlen ihren Mann an. Ich weiss, wie wir zu unserer geeigneten Nachfolge kommen. Ich habe die Lösung heute Nacht geträumt. Und auf das aber hat die Kaiserin ihrem Mann von ihrem Traum in der Nacht erzählt. Genau, so machen wir's, sagt er und strahlt sie erleichtert an. Am nächsten Tag haben sie im ganzen Land verkündet, dass sie alle Kinder in den Palast einladen, die selbstständig dort hinkommen können. Die ganze Haufen Kinder haben sich auf das aber auf den Weg gemacht zum Palast. Wo dann all die Kinder eingetroffen sind, hat man sie zuerst in einen grossen Saal gebracht. Dort hat man ihnen zuerst das Essen und das Trinken gegeben. Nach einer Weile sind das Kaiserpaar in den Saal gekommen und der Kaiser ist vor die Kinder getreten. Meine lieben Kinder,
seid herzlich willkommen. Ich und meine Frau haben euch alle hierhin eingeladen, weil es um eine wichtige Sache geht für das ganze Land. Es betrifft alle Menschen, die in diesem Land leben. Dich und dich, alle eure Eltern, eure Grosseltern, eure Nachbarn, Freunde und alle, die ihr gern habt. Wie ihr seht, sind meine Frau und ich schon alt. Da wir selber kein Kind haben, suchen wir unsere passende Nachfolge. Und jemand von euch wird das sein. Für das herauszufinden, wer sich am besten eignet, gebe ich euch jetzt eine Aufgabe. Dazu hört jetzt gut zu. Ihr alle bekommt ein paar Samen in die Hände. Geht mit diesen Samen heim und dünnt sie gut in Erde. Schaut gut zu diesen Samen. Nach ein paar Monaten werde ich euch alle wieder zu mir rufen. Und der oder die von euch, wo die schönste Blume bringt, wird die Nachfolge von mir antreten und mit einem grossen Fest gefeiert. Nach diesen Worten verteilt die Kaiserin persönlich die Samen an alle Kinder im Saal. Alle Kinder haben die Samen dankend entgegengenommen und haben sich wieder auf den Heimweg gemacht. Unter diesen vielen Kindern war auch der Soniri. Der Soniri war ein armer Bub, der mit seiner Mutter zusammengelebt hat. Als er daheim war, hat er einen grossen Blumentopf geholt, den Topf mit gesiebelter Erde gefüllt und seine Samen sorgfältig draufgelegt. Mit ein bisschen Erde zugedeckt und leicht angedrückt. Von dort weg hat er jeden Morgen, wenn die Sonne aufgegangen und jeden Abend, bevor die Sonne wieder hinter dem Horizont verschwunden ist, in diesen Samen ein bisschen Wasser gegeben. Er ist jetzt jeden Abend zum Blumentopf gegangen und hat mit seinen Samen geredet. Er hat ihnen erzählt, was er den ganzen Tag gemacht hat. Und wenn es ihm besonders gut gegangen ist, hat er den Samen sogar etwas vorgesungen. So hat er jeden Tag gewartet und gewartet und gewartet, dass etwas aus der Erde wächst. Aber es ist nichts passiert. Er ist immer ungeduldiger geworden und wo sich nach einer Woche immer noch nichts gesagt hat: «Liebe Samen, ich würde mich so freuen, wenn bald aus euch etwas wachsen würde», hat der Samen traurig gesagt. Wo aber nach einer weiteren Woche sich immer noch nichts gesagt hat, hat er angefangen und ist zu seiner Mutter gelaufen. «Mutter, was mache ich bloß falsch, dass aus diesen Samen keine Pflanzen wachsen?» «Oh, liebe Soniri, du fragst mich, was du falsch machst, du, wo so gut zu deinen Samen schaust, als wären es deine besten Freunde. Da kann ich dir leider keinen Ratschlag geben.» Und sie nimmt ihn fest in die Arme. Es sind Wochen vergangen, es sind Monate vergangen und der Kaiser hat endlich den Tag ausgerufen, wo die Kinder ihre Pflanzen zeigen sollen. Das Mal sollen sie mit ihren Pflanzen kommen und am Rand der Straße aufstellen, die zum Palast führt. Sie sollen alle ihre Angehörigen, Nachbarn und Freunde mitnehmen. Alle sollen kommen, um die neue Nachfolge gemeinsam zu feiern. Schon früh am Morgen kommen die ersten Kinder und stellen sich an den Strassenrand. Alle sind schön angelegt und tragen stolz ihren Blumentopf mit ihren wunderschönen Blumen. Am Mittag hat sich das Volk eingefunden und gespannt auf das Kaiserpaar gewartet. Unter den vielen Leuten war auch der Soniri mit seiner Mutter. Der Soniri hat gesehen, wie alle anderen Kinder wunderschöne Blumen in ihrem Topf mitgetragen haben. Im Soniri ist es immer unwohler geworden. Und wäre nicht seine Mutter da gewesen, wäre er schon lang von diesem Ort verschwunden. Nach dem Mittag hat man ganz laut Pfeifen und Trommeln gehört spielen. Hinter den Musikanten der Kaiser und Kaiserin und hinter dem Kaiserpaar ihre Bewacher und Berater. Vom Palast aus war es ein wunderschönes Schauen. All die Farben und die Formen von diesen Blumen. Eine wahre Pracht. So etwas Schönes hat man im ganzen Land vorher noch nie gesehen.
Der Kaiser und die Kaiserin sind von Kind zu Kind gegangen und haben all ihre Blumen angeschaut. Doch zum Erstaunen von allen rundum sind die Gesichter vom Kaiserpaar immer trauriger und trauriger geworden. Auf das aber haben Berater auf die eine oder andere Blume hingewiesen. Eure Majestät, was für ein Kunstwerk von Blumen! Da zum Beispiel die wunderschöne dunkelrote Pfingstrose. Oder du die blau-lila Lilie mit ihrem herrlichen Duft. Doch das alles hat das Kaiserpaar nicht aufgeheitert. Sie haben den Kopf geschüttelt und sind mit einem traurigen Gesicht durch die grosse Menschenmenge gegangen. Plötzlich ein wacher Blick. Die Kaiserin sieht am Ende dieser Strasse einen Bub mit einem Blumentopf ohne Blumen. Sie flüstert ihrem Mann etwas ins Ohr. «Bringt mich sofort zu dem Bub am Ende dieser Strasse mit dem Blumentopf ohne Blumen», befiehlt der Kaiser. Wo der Kaiser und die Kaiserin von dem Bub stehen, schaut er ihn an. «Wie heissest du und warum hast du keine Blumen im Topf?» Der Soniri wäre am liebsten im Boden versunken. Er hat sich so geschämt, dass er als einziges Kind keine Blumen im Topf hatte. Am liebsten hat sich jetzt der Soniri einfach hinter der Mutter versteckt. Sein Herz hat ganz fest geschlagen. Er hat es bis zum Hals gespürt. Doch der Soniri hat allen Mut zusammengenommen und ist vor dem Kaiser gestanden. Dort hat er sich zuerst verneigt. «Eure Majestät, Kaiser Soniri, warum ich einen leeren Blumentopf habe, weiss ich selber nicht so genau. Ich habe gemeint, dass ich alles so gemacht habe, wie ihr gesagt habt. Doch es haben sich nie Pflanzen aus diesen Samen gezeigt. Und vielleicht...» fängt der Soniri an zu schluchzen. «Vielleicht ist es Strafe, dass ich einmal dem Nachbarn einen Äpfel gestohlen habe, weil ich so Hunger hatte.» Und er hat ganz fest angefangen zu brieken. «Oh, liebe Soniri, stell dich neben mir hin», sagt der Kaiser ganz liebevoll und streckt ihm die Hand entgegen. «Mein liebes Volk, der Soniri ist das ehrlichste Kind im ganzen Land. Er soll unser Nachfolger werden.» «Was? Der Bub, der keine Blumen im Topf hat? Der Einzige, der keinen Blumentopf hat? Was, da?» Die Leute haben gerufen. Die Leute haben den Kopf geschüttelt. Die Leute waren verwirrt. Die Leute sind nicht mehr daraus gekommen. Ein Raunen ist durch die Menschenmenge gegangen. «Schweigt!» sagt da der Kaiser laut und bestimmt. «Hört gut zu. Bevor wir allen Kindern die Samen verteilt haben, sind die Samen gekocht worden. Aus diesen Samen haben gar nie Pflanzen wachsen. Und der Soniri war das einzige Kind, das so mutig war, mit dem Blumentopf zu kommen, ohne Blumen.» Nach diesen Worten war es mucksmäusli still und alle anderen Kinder haben sich geschämt für das, dass sie ihre Samen austauscht haben. Plötzlich hört man ganz in der Nähe vom Kaiserpaar einen klatschen und rufen: «Soniri, Soniri, hoch lebe Soniri!» Und noch einen und immer mehr, die gerufen haben: «Soniri, Soniri, es hoch auf den Soniri, 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 es hoch auf den Soniri!» Und plötzlich haben die Leute gejubelt und ganz laut geklatscht vor Freude. Ja, und an diesem Tag hat es ein wunderschönes, freudiges und friedliches Fest gegeben. So etwas hat es im ganzen Land noch nie gegeben. Der Kaiser und die Kaiserin waren so überglücklich, doch noch rechtzeitig den richtigen Nachfolger fürs Land gefunden zu haben. «Du wirst ein guter Kaiser. Du bist ein ehrlicher und mutiger Bub und hast aus dem Herzen entschieden», sagt die Kaiserin zum Soniri. Die Mutter und der Soniri sind in den Palast eingezogen. Dort hat der Soniri noch ganz viel gelernt vom alten Kaiserpaar, wo ein Kaiser muss wissen, um ein Land zu führen.